Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lügscherzoos und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Jetzt kommen die Däch von Pfingsten. Und ich mein, da haben wir direkt ein richtig schön Thema für der Podcast. Ja, dann erzähl wir uns, was hat das eigentlich mit Köln zu tun? Wenn es um die drei Könige geht oder über die Gründung von der Stadt Köln oder so geht, ist das klar, hat das ja mit Köln zu tun. Aber Pfingsten und der Heilige Jesus, vielleicht meinen die Leute, dass in Köln der Heilige Jesus nicht zu finden wird. Kann das sein? Ich will ja nicht von dem Zoff erzählen, den man mit einem Kardinal jeden Tag hat. Also jedenfalls liest man das so, geht man das so in der Zeitung lesen. Und dann meinst du, der Heilige Jesus war ja nicht in Köln. Meinst du, der war in Rom, der Heilige Jesus? Wer weiß. Also, jetzt sind wir mitten im Thema, ne? Wo der Heilige Jesus ist und woran man das merken kann. Und, Oh ja, ich weiß jetzt. Jetzt komme ich doch auf Köln, der Dom. Der Dom, was hat der mit dem Heiligen Jesus und mit Pfingsten zu tun? Ich weiß es. Wenn der Rinkus also an der Südseite, im südlichen Seitenschiff, da geht die Bayernfinster. Und ich glaube, das ist das letzte Finster von der Bayernfinster, die der König Ludwig von Bayern gestift hat. Ne? Aber der größte Teil ist ja nicht von dem, damit nichts Falsches passiert. Und da jedes Finster, was mit Pfingsten jetzt zu tun hat. Also, ja. Wie sieht das aus? Ja, also, wenn ich das so jetzt für mir sind, dann muss ich sagen, der Heilige Jesus, ja, der gut ja wie mit Feuer, muss man sich symbolisch vorstellen, runter in die Köpfe, also ist keiner verbrannt, dass der Brandflecke hat, das ist nur symbolisch gemeint. Und das ist in den Bayernfinster so verklärt, da siehst du so Kleinflämmscher. Also dann hätten wir ja jetzt wirklich eine Runde, wenn einer ganz pingelig ist und sagt, in so einem Kölsche Podcast muss wirklich irgendwie eine Stein von Köln drin vorkommen, dann haben wir ja jetzt rund genug von Pfingsten zu sprechen, ne? Ja, kann man so sagen. Ich meine, es muss halt jetzt von Bedeutung sein mit Pfingsten. Warum? Pfingsten hat 2 Viertage, der Sonntag und der Montag. Ja, und wenn ich dann noch eine Schuljon tät, ne, das ist ja 70 Jahre her oder so, dann hätte ich noch den dritten Tag, der sogenannte Pfingstdienstag frei. Also muss das schon jetzt besonders sein. Ja, aber, ja. Das ist komisch, ne? Ob der eine sagt, haben wir da die kleine Ferie und ob der andere sagt, wenn wir uns freuen. Manchmal machen sie, ob der Schilderjas oder so, Interviews vom WDR oder so. Und wenn der Lück dann gefragt werde, was hättet mit dem Tag ob sich, das weiß kaum einer. Ja, dann heißt es ja, machen einen freien Tag, ne? Also, wenn ich mal dazu überlege, könnte man der 4 Tage Pfingsten ja eigentlich auch strichen, wenn doch keiner mehr weiß, was er damit anfangen soll, auf nicht. Ja, manchmal passiert das ja auch, ne? Also, wir hatten das ja wie die Pflegeversicherung eingeführt wurde. Da ging es um der Buß- und Betag. Und da wusste auch so keiner mehr jetzt mit anzufangen und schwupp war er fort. Und mit Pfingsten, also ich habe nicht gehört, das hätte irgend jetzt mit dem Heiligen Jesus zu tun, hat einer in so einem Interview gesagt, und dann das Mädchen an der Hand von der Groß, ich glaub nicht an Geister. Ja, hören's, wann das so ist, da muss man sich nicht wundern, wann der Tag auch auf einmal fort ist, ne? Ja, das ist eine schöne kleine Urlaub, vor allem dann, ich habe nicht halt gesagt, wann das auch noch schollefrei ist, ne? Aber es ist ja auch schwierig mit dem Jesus und manchmal denken die Leute, das wäre so jetzt wie ein Monster. Also, was man unter Jesus versteht,
Also ich meine jetzt auch nicht, ob Kölsch ist noch extra schwierig, ne, fällt mir gerade so ab, kann ja der Jäisbock ist ja noch jetzt ganz anders. Also der heilige Jäis ist nicht dasselbe, ne, ist klar. Aber in der Bibel hat das ja nichts mit Monster zu tun. Das ist schön, das hebräische Wort, habe ich gelehrt, für der Jäis ist Ruach und das ist dieselbe Wurzel wie Rauch. Das ist also so jetzt wie Odem oder Wind oder so jetzt. Und das griechische Pneuma ist ja auch der Wind. Das ist aber hochwissenschaftlich, was du jetzt erzählst. Du spielst jetzt sicher ob der Apostelgeschichte an. Kann das Sinn? Das kann Sinn. Ich wollte ja nur klar machen, dass, wenn man hück meint, Jesus, das hat jetzt mit Monster zu tun, dass das von der Bibel auf jeden Fall nicht so installiert ist. Das ist unser das wird mal Sprachgebrauch. positiv Sinn. Das meine ich doch. Ja. Ich weiß, warum du von der Apostelgeschichte sprichst. Der Hermann hat sich nämlich dran gejoven und hat der erzählt, wo gesagt wird, wie Pfingste beschrieben wird, das erste Mal, hat er schön in das Kölsche übertragen. Und ich löfe das Jod, wenn wir uns das erstens anhören. Wie der Pfingsttag gekommen war, täten sich alle Menschen am selben Platz treffen. Da kam mit einer Male Brause vom Himmel herab, wie wenn ein starker Sturm zur Fähe kam und det ganze Haus ausfüllen, in dem die Leute sich grad abhielten. Und mit Zunge wie von Feuer, die sich verdeelten täte, ob jeder von den Menschen fiel eine so eine Strahl, so eine Feuerstrahl, so eine feurige Zunge nieder. All wurden sie vom Heilige Jesu gepackt. Und sie fingen an, in fremde Sprache zu sprechen, so wie der Jesus sie injaf. In Jerusalem wohnten Juden, fromme Menschen aus allen Völkern unter dem Himmel. Wie das Getöse losging, kamen sie all zusammen und waren total von der Rolle. Will mallig der andere in Singer eie Sprach hören tät und verstand tät. Sie waren außer sich verstaunen und sagten, sind das nicht alle Lüg von Galiläa, die hier durcheinander reden? Wieso kann die mallig von uns in Singer Muttersprach hören? Parther, Meder und Elamiter, Lüg von Mesopotamien, Judäa und Kappadonien, von Pontus und von der Provinz Asien, von Phrygien, von Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet von Libyen nach Cyrene hin. Auch Römer, die sich hier abhalten. Jüde und Proselyte, Kreter und Araber. Wir hören sie all in unserer Sprache verkünden, was Gott Großes getan hat. All waren sie aus dem Hüschen und wussten sich keinen Rat. Die eine fragten, was hat das zu bedeuten? Die andere täten sich darüber lustig machen und sagten, die sind wohl besoffen vom süßen Wein. Da war ja richtig etwas. Sie waren alle hinein, das ist ja alles jetzt Schönes. Aber das steht nicht ausdrücklich drin, aber man weiß es ja. Sie hatten alle noch Angst. Der Jesus hatten sie an das Kreuz geschlagen, der ist wie ein Verbrecher gestorben. Und auf schönste einen auf andere gesagt hat, der ist nicht mehr Dude, der ist abgestanden von der Dude. Sind sie noch nicht damit rausgegangen und haben sich noch nicht getraut, irgendwie darüber zu erzählen, außer in der Ehe Job. Und das war die Situation am Anfang. Und dann geht das mit der Flämmsche das. Also für uns ist das vielleicht ein bisschen komisch und hört sich an wie so eine Pyrotechnik. Aber für die Leute damals hieß das jedes Mal, wenn die Flämmscher das sind, da hat irgendwie der Herrgott oder die Götter von den Römer oder von den Griechen jetzt mit zu tun.
Da habe ich in Latin in der Schule gelehrt von dem Iulus, von dem Sohn vom Aeneas. Der hätte auch so Flämmscher um das gehabt. Und dann hieß das, was vorher vorausgesagt wurde, das ist wirklich wahr. Und das hätte jetzt nicht nur einer gehabt, aber die ganze Schwitt. Und für so eine antike Leser war das eigentlich klar. Ja, das mit der Flemscher ist ja jetzt Finges. Was jeder da all für Sprüche, die so abgeleitet sind. In Liebe entbrannt. Ich bin für irgendetwas Feuer und Flamme. Das heißt, ich stürze mich richtig darin. Oder wenn einer begeistert ist, hält ein flammender Ritt. Oder sing neue Flamm. Das lecker Mädchen, ne? Sing neue Flamm. Das Bild seht man jetzt. Das kann man nicht verstehen. Dafür muss man keine Kirchgänger sein. Ja, das ist schön, das Bild mit der Flamme. Also, du hast es ja evans gesagt, im Dom, das ist ein bisschen wenig, das sind nur kleine Flämmscher, aber man sieht ganz viel Licht von boven. Ich habe ein anderes Bild gesehen, das war so schön, im Dom von Monreale, das ist in der Nähe von Palermo. Da ist auch so ein Bild von Pfingsten und die haben alle so jetzt wie so dröht. Das sieht aus, wie wenn das ganz modern wäre, wie wenn sie all verkabelt wären und dieselbe Nachrichten kräte. Also so gesehen ist das Bayern finster ja nicht so doll. Die Flämmscher, die sind ja klein. Wenigstens das Licht, was vom Himmel kommt, das ist groß zu sehen. Die Sprache kann man natürlich in so Finster nicht drin bringen. Man konnte ja damals noch kein Sprechbloß machen. Ja, die Sprachverwirrung hat ja nur abgeholt. Also im Alten Testament. Es ist im Buch Genesis 11, an das einer nachlesen möchte. Da steht jetzt da drüber drin. Da haben die Menschen gebaut und ein Haus gebaut, was Hüter und Hüter jon sollt, und wollten dann der Turm bis in den Himmel bauen. Ach ja, der Turmbau zu Babel, meinst du? Ja, genau. Ja, und da hat der Herr J. So kann man jedenfalls nachlesen. Und dann kommt dann die große Sprachverwirrung, ne? Habe ich das richtig, der Turmbau zu Babel? Genau, und dann konnten sie sich nicht mehr verstehen. Und jetzt hier, wie der Lukas das abgeschrieben hat, das ist toll. Da hätte dann so geschrieben, dass praktisch die Sprachverwirrung von Babel damit wieder abgeholt hat. Und sie konnten sich all jod verstehen. Das heißt dann für Pfingsten so jetzt wie das Fest von der gelungenen Kommunikation oder vom gelungenen Austausch. Ach, was lief. Also, wenn das Tüg passieren det, Entschuldigung, die Apostel täten die dann noch Kölsch schwade. Ja, sicher, das, also, es ist ja vielleicht echt eine fremde Gedanke, aber sicher. Und die täten auch Bayerisch sprechen und Schwäbisch. Und Sächsisch nicht zu vergessen, gell? Jetzt hören wir auf mit dem Obzelle. Aber es wäre natürlich ganz toll, wenn das hier in Köln auch sich riefe, das mit der Jode-Kommunikation. Noch ins Retour zu dem Fest, der Lukas hat das wirklich gut komponiert. Der Name Pfingste ist ja von Pentekoste, das ist griechisch. Moment, sag das noch uns. Wie war das mit dem Pfingsten? Das heißt wörtlich Pentekoste bedeutet 50. Das heißt 50 Tage no Posto oder 50 Tage no Pascha-Fest, also Pessachfest, was die Juden feiern, wie sie aus Ägypten rausgetroffen sind. Du kennst doch der Verzell, wie die da in der Wüste waren, ne? Wie die in der Wüste waren, ja. Da war der Mose um Berg und dann haben sie die 10 Gebote gekriegt und eigentlich ist dadurch sind sie ein Volk geworden. Und der Lukas, der hat genau das Fest, was wir jetzt auch mit den Juden feiern. Das heißt das Wochefest oder Shavuot-Fest, ist ein Erntedankfest. Aber das hat er genau dort drauf geladen, sodass man sagen kann, das ist praktisch auch wie damals das Gebotsfest von Israel, ist es das Gebotsfest von der Kirche. Boah, was du all weißt. Und die Bräuche, wie
an 4 Dich, das ist so Dinge. Es geht ja für alles mit Borste, die Eier zu suchen, die man dann im Sommer gefühlt wieder fing, auf, wenn die Christi Himmelfahrt, wenn die Kerls dann mit ihrer Bierwälscher durch die Lande trecken, aber jeder dann auch für Pfingsten jetzt so eine besondere Brauch, was man tät. Ja, das ist ja ein bisschen schwierig, ne, mit den Bräuchen. In Schlöf in Köln haben wir ja nichts mehr davon. Im Bergische, ich muss ja ein Zick in Leverkusen wohnen, da jovet das wirklich noch. Da jovet in den Dörper das sogenannte Pfingsteier singen. Was Ostereier, Pfingsteier, was ist das? Das sind 2 Sorten Eier, also das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Das denke ich. Es heißt Pfingstsingen oder Pfingsteier singen. Und wer sich dafür interessiert, kann das unter Pfingstsingen auch im Internet anschauen. Also man darf nicht unter Pfingst geloren, ne? Man muss das auf Puditsch muss man, ja, das sowieso. Da muss man extra nachschauen. Das ist nicht so ganz viel verbreitet, aber im Bergische. Und ganz früher jinken dann die Junggesellen zusammen von einem Hus, von einem Hof zum nächsten. Aber jetzt sind die Kerls, die da singen, auch ein bisschen älter. Manchmal ist es ein Männerchor, aber manchmal sind sie auch bunt zusammengewürfelt. Und da jedes so Lieder, die gesungen werden. Und dann jedes erstens für Malisch ne Schabau. Und sie trecken von einem Hof zum anderen. Ja, Kann man sich vorstellen. Einer hat der Quetschebügel dabei und dann werden Eier, rohe Eier eingesammelt. Und am Eng, wenn sie über alle Höfe gegangen sind, dann werden die gebraten. Ach, das geht ja noch nicht. Sie haben sich nicht mit beschmissen. Nee, aber kannst dir vorstellen, wenn die ganze Nacht rumtrecken und morgens dann die Eier essen, noch die ganze Schabau-Gläschen, da blieb von Pfingsten nicht mehr viel übrig. Oh, Jetzt habe ich neu gelernt, ich wusste ja nicht, dass das ob da sich auch joff. Da joffte sogenannte Holzfahrt im Mittelalter in Köln. Und das joffet ganz lang nicht mehr. Aber jetzt habe ich... Holzfahrten, hast du gesagt. Was heißt das? Ja, das ist von dem Boulderware. Also da wird nicht das Holz gefahren, nur der Boulderware ist ja aus Holz. Und dann nehmen sie auch Sachen mit. Und das geht jetzt wieder. Also in Bornheim und da in der Gegend, da treffen sie sich im Büsch und bringen jetzt Müffele und Süffele mit. Und in dem Boulder Holzware? Ja. Bringen sie mit und dann werden da Tische abgestellt und da kann man tanzen und der Schnüsschwade und das hätte sich eigentlich ganz gut angehört. Ja, vor allem, weil es mit der ganzen Familie ist und weil sie nicht nachher vollgefressen und besoffen im Bett liegen. Ne? Oh, weia. Wie, oh weia, nicht, das klingt doch ganz gut. Ja, ne? ich denke gerade an der Schabau, deshalb habe ich auch weia gesagt. Ja, das ist wirklich viel. Ja. Aber was noch interessant ist für noch uns, ob das richtige Fest zurückzukommen, also wo nicht nur das Volksfest ist. Ich finde das ja unheimlich interessant. Es gibt ja auch ein Bild, wo der Heilige Geist drauf ist in Urschalling, so ja in dem konservative Bayern, da sieht man der Heilige Geist als Frau. Da haben sich die feministische Theologinnen natürlich drauf geschmissen. Aber wenn es Pfingsten die Kommunikation geht und der Austausch, ist das vielleicht ja nicht so schlecht. Ne? In Urschalling ist das. Aber hier in Köln ist das arg wenig bekannt. Ja, mir ja nicht. Also da möcht Und man ich bin mit dem Pfingsten und mit dem Austausch in der Kirche und so möcht man noch ein bisschen trainieren. Ja, okay. Das war doch jetzt ein Jodebrück für unsere Sprachkurs, ne? Ja, dann der dritte. Aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Also in unserem Sprachkurs geht es hück die Wörter, die mit der Kommunikation, mit dem Austausch zu tun haben. Also mit dem Sprechen. Oder mit dem Schwade. Oder mit dem Verzellen. Mit dem Ausenein-Pusementieren. Wenn man jetzt Verklöre date oder Ausenein plücke date. Das hat auch jetzt mit Verklöre zu tun. Und dann jedes das Wort Fispele.
Da kann man es alt hören, dass das leise ist. Das jeje Teil davon ist, dass man schreien tät oder laut sprechen, das heißt schwadronieren. Ja, das sind dann die Strunzbügele, ne? So komisch, da stelle ich mal immer entweder eine Altstimme oder eine Bassstimme für. Dann das Wort Predie. Da jedet die, ja, Dinge predigt, das ist jetzt nichts Schönes, wenn der Kerl besoffen da rausgeht. Für ein Beispiel vom Pinkseier singen. Ja. Dann jedet natürlich der Austausch mit Fragen und Antworten. Und Oder Retourjüven, ne? wollte ich gerade verklären. Ja. Und dann, wenn man wirklich, wie mir das hier in Köln so schön tun, einer Sache, ob da rund Jon möcht, dann kann man insistieren und nicht locker lassen. Ja, oder der Saar ob der Grund, Jon. Und dann hätte man noch vielleicht am Ende eine Diskussion zu halten. Das heißt eine Auseinandersetzung oder sonst jetzt. Jetzt haben wir richtig viel über das Sprechen gesprochen und über der Jes. Und die Leute, die uns so hören, die können sich jetzt schön darüber austauschen, ob der hele Jes mit Köln jetzt zu tun hat, oft nicht, und wie man jetzt vielleicht davon mitkriegen könnt. Also meine Vorschlag wäre, dass man sich dafür vielleicht nicht der Bayerfinstere beloren date, aber die viele bunte Farbe vom Gerhard Richter singen Dolle Finster. Vielleicht kann das helfen, dem Nordseejon. Tschö.